habe die Ehre. Ich bin's, der Birger. Hey, ich bin euch nur als vollständige Barbecue Trinity Force schuldig. Darum ist Zeit. How to Schichtfleisch. Eigentlich gehört das Brisket hin. Weiß ich schon, aber das ist der Machart vom Pulled Pork, was wir schon gemacht haben, relativ ähnlich. Darum habe ich mir gedacht, geschissen drauf, Schichtfleisch, weil, Fackignack. Und anfangen tun wir wie alle mit Phase 1. Feinste Zutaten. Das Wichtigste für heute ist, du brauchst keinen Grill. Und alle so, hä? Sondern einen Dutch-Ofen. Was ist das denn für ein Krampf? Im Grunde nichts anderes wie ein fetter, gusseiserner Topf. Tipp, Alter. Ein Gusseisentopf, den es in verschiedene Größen für zwischen 30 und 100 Euro ungefähr gibt. Ich zeige euch heute, was du für einen 5 bis 6 Liter Topf brauchst. Der gelangt für 2 von die fetten groben oder 5 bis 6 normale Leute. Erstmal richten wir wie immer unsere feinsten Zutaten her. 2,5 Kilo Schweinenacken. Nice. 3 große Gemüsezwiebeln. Nicht die kleinen lila Schusserkugel, die der alte neben Zucchini dekoriert. Wir brauchen die faustgroßen Teifen. 3 große Paprika. Dann nehmen wir rot und gelb, weil grün schaut so unnötig gesund aus. Und eigentlich nehmen wir bloß rot, weil das ist wie mit den Gummibärle, weißt du das eh. 300 Gramm Bacon. Ja, da geht auch der hauchdünne Backelhammi. Nerv mich nicht, bei dem gilt genauso. Wer braucht Liebe, wenn man Dinge mit Bacon belegen kann? 150 Gramm Barbecue Rub. Innen wir alle beim Magic Dust, gibt aber auch andere Rubs, die ganz gut fürs Knacki-Fack passen. Geschmackssache, hat aufgesagt und hat Surfer gefressen. 250 Milliliter Barbecue Sauce. Ich hab leider immer noch kein besseren gefunden. Achtung, keine Werbung. Für den Fleischerkaus ist angekriegt und der haben wir weiter in Phase 2. Vorbereitung. Als erstes packen wir unser Fackignack. Das schneiden wir her in schöne, dicke 1 cm Wascheln. Dazu unser Rub, haust die knacki Fackerl allesamt kurz ein. Wenn du das hast, auf den Teller, Frischhaltefolie drüber und über Nacht in den Kühlschrank eindroschen. Am nächsten Tag brauchen wir das Gemüse. Ich weiß schon, Wie ein Gemüse. Fotzen halten da ahnungsloser, ich hab's auch nicht geglaubt. Die Gemüsezwiebeln schneidest in 1 cm dicke Scheiben. Das gleiche mit den Paprika. Da ich euch ahnungslosen Bierdimpfen kennt, sag ich's lieber dazu. Ja, den grünen Zipfel und die gelben Bräsel da drin, raus und weg damit. Jetzt wird der Dutch-Ofen hergerichtet. Ein Boden legen wir erstmal mit 1/3 vom Bacon aus. Das wird unsere Fettschicht und drin. Nimm den Kiebe und stell es seitlich auf. Fackignackschichten. In den Fleischeimer riechst jetzt seitlich eine Schicht nach der anderen da rein. Fleische, Zwiebel, Paprika. Fleische, Zwiebel, Paprika. Ich weiß schon, die Zahlen im 10er-Bereich, schwierig, Digi, aber das schaffst du schon bis 3. Bis umhin, bis er voll ist. Jetzt kann das Klump da drin nicht mehr umfallen, also stellst deine Gusseisenschüssel wieder grad hin und haust deine Barbecue-Sauce drüber. Ja, die ganze. Merkst du eigentlich, wie langsam die Z-Stange in den Hosen zuckt? Wir haben noch 2/3 Bacon übrig, der kommt nochmal um drüber. Kacknoobs werfen ihn einfach auf, Pro-Gamer flechten selbstverständlich ein schönes Netzteil draus. Spätestens jetzt sollte die Z-Stange vollständig ausgefahren sein, ein Loch ins Vordach gestoben haben und der Säufer von oben einringen. Bevor es aber zeigt wird im Hosel, geht's lieber weiter im Phase 3. Einheizen! Freilich kannst du den Kibi voll Fackignack jetzt in dein Ofen stellen. Aber das raucht und stinkt nicht, das ist ja langweilig. Wir brauchen mal Kohlebriketts. Die guten derzeit herhalten. Achtung, keine Holzkohle. Die wird sauber zu Hause und vergliert schnell. Habe ich euch aber in die anderen How-to-Grillen-Videos schon gezeigt. Wir grillen für unseren 5 bis 6 Liter Eimer exakt, ich wiederhole, exakt 16 Briketts in unserem Kohlekamino. Hört sich erst einmal blöd an, gehört aber so. Davon legen wir 10 Stück auf den Deckel und 6 Stück unter den Topf. Ist dein Topf kleiner oder größer, machst du ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger Briketts und legst grob 2/3 auf den Deckel und 1/3 drunter. Die ganze Gaudi bleibt jetzt da 3 Stunden drin. Wenn's gespannst, dass die Briketts langsam ausgängen, legst du halt nach 2 Stunden noch mit 2-3 dazu. Temperatur ist ein bisschen schwer zu messen, weil der Deckel zubleiben soll. Wenn's das leise Blubbern hörst da drin, dann passt alles. Muss ich wirklich dazu sagen, wenn's dein Ohrwaschel da ganz ohne Holz sprichwörtlich hören kannst, wie blätterst bist? Ja, echt? Und dann, Freunde des gepflegten Fleischbatzens, machst den Deckel auf. Und vor dir kechelt das weichste, soßdurchzogenste, saftigste, fleischfetischistischste, geschmackigste, brutalste, veganen Schlaganfälle bereitendste Fleische,
das du dir jemals in deinen schwammigen Gierschlund gestopft hast. Dazu soll der alte noch eine Ofenkartoffel machen, die haust du dann um, die nimmt bloß Platz weg, also Kartoffel, ja, der alte ja, da gibt's was wieder einen Stress. Ich kann vor lauter selber der Fotzen selber keinen mehr schmeißen, aber ich hoffe, es hat der taugt. Und vielleicht hat's der eine oder andere ja noch nicht kennt, who knows. Falls ja, lasst noch schnell ein Like und ein Abo da, Glocken nicht vergessen, weißt du, seh was ist. Und ich schleich mich mal mein Oberschl und Knackifack und ich halten, schauen wir mal, damit nichts passiert. Bis zum nächsten Mal, habe die Ehre.